Das war einmal ein König und eine Königin. Die waren arg reich und hadden alles gehabt, was man sich nur wünschen konnte. Bloß Kinder haben bei denen noch gefehlt. Die wollten aber so gern Kinder kriegen und da hadden sie doch Glück gehabt und die Königin, die hat ein kleines Mädchen geboren. Das Mädchen, das haben sie Bärwelje genannt. Der König und die Königin, die haben sich arg gefragt, weil sie sich so klar und so schön Mädchen schon so lang gewünscht haben. Das Glück, das war aber nicht lang, weil die Königin unverhofft krank geworden ist und gestorben ist. Und da ist der König da gesessen, alleinig mit dem kleinen Titzekind. Aber allein war er nicht lang. Der hat nämlich schon bald sich eine neue Frau gefunden und hat sie auch gleich geheiratet. Dem seine neue Frau, die war schrecklich schön und schrecklich stolz gewesen. Schön war sie ja, aber die war falsch und arg böse zu die all anderen Menschen. Die wollte immer die schönste sein. Und die böse Königin hat auch so eine besondere Taub gehabt. Die Taub, die hat lauter goldene Federn gehabt und die konnte auch wie die Menschen plaudern. So ist die böse Königin alle gebot auf die Gassen aus mit der Taub und hat er sachtig ins Ohr gepispert. Taubje mit Goldfederier, such noch die schönste Mederier, und wenn du jedes Weibsbild kennst, verrat mir's doch, wer ist der schönst? Und da ist das Taubje immer gleich hoch in den Himmel geflogen, und an Ort, wo's von oben die ganze Welt betracht hat, da hat sich das Taubje wieder auf die Erde gesetzt und hat immer zu der bösen Königin gesagt: Oh, ihr Königin, da gibt's kein Zweifel, ihr seid so schön wie ihr gibt's gar keins mehr. Da war die böse Königin immer zufrieden, wo sie das gehört hat. Die Königin hat aber nicht gewusst, dass das kleine Bärwelje, wo bei der im Haus gewohnt hat, alle Jahr immer schöner geworden ist. Und wo das Bärwelje schon ein groß ledig Mädchen geworden ist, da wollte die böse Königin wieder mal wissen, ob sie noch die schönste ist. Die ist wieder auf die Gassen aus und hat zu dem goldenen Taubje wieder so sachtig ins Ohr gepispert. Taubje mit Goldfederier, such noch die schönste Mederier, und wenn du jedes Weibsbild kennst, verrat mir's doch, wer ist der schönst? Wie immer ist das Taubje gleich hoch in den Himmel geflogen. Das brucht aber diesmal ein bisschen länger vor die Welt betrachte, und wo das Taubje wieder unten auf der Erde war, da hat's zu der bösen Königin gesagt: Oh, ihr Königin, da gibt's kein Zweifel, ihr seid noch immer arg schön, bloß hab ich gesehen von die Hey, a ledig Mädchen, jung und frisch, das esst mit euch am gleichen Tisch. Das ist das Bärwelje mit roten Baggen, so hat schwarze Krolle, weiße Zeh, und das ist noch einmal so schön. Wo die Königin das gehört hat, da ist sie ganz toll geworden. Die hat geschollen, hat geflucht wie der Taubhänger und hat helle laut gekrischen. Und wo sie sich ein bisschen gegeben hat, hat sie den Jächter bei sich gerufen und hat ihn angestellt, dass er das Bärwelje auf die Stelle finden soll und soll sie sofort in den Wald bringen, dort hin, wo das Luderloch ist, und soll sie mit dem Schlachtmesser umbringen. Der Jächter hat Angst gekriegt vor der Königin, und vor den war nix mehr zu machen, wie auf die Königin her. Und da hat er das Bärwelje gefunden, hat's in den Wald geführt, weit weg, da wo das Luderloch war. Aber das Bärwelje umbringen, das konnte er dann doch nicht. Das schöne Mädchen, das hat ihm so gedauert, dass er sie doch hat gehen lassen. Der Jächter, der war sich sicher, dass das Bärwelje nicht mehr lebendig aus dem Wald rausfinden wird, und die Wölfe, die werden sie schon fressen. Da hat der Jächter das junge Mädchen im Wald alleinig gelassen und ist wieder heim zu uns. Das Bärwelje hat schrecklich gekräunt, lang gekräunt. Bloß hat sie dann keinen anderen Ausweg gefunden, wie aufstehen und worum hingehen. Zuerst ist sie neben im großen Berggraben gelaufen. Nord ist sie neben im Fluss gelaufen, wo sie an 7 Dämmer vorbei musste. Der Wald, der war arg zugewachsen mit lauter Bäumen, mit Weidepisch, mit stachliche Hecke, allerhand Glätte, mit lauter Distel und Brennesel. Das Mädchen war verstochen und verkratzt, mit lauter Schliver in die Haut. Das Glatje, das war verrissen vor Zottle.
Und so ist das Bärvli 7 Tage gelaufen und gesprungen, bis er über einmal mitten im Wald ein Haus gesehen hat. In dem Haus da haben 7 kleine Männer gewohnt, und das war ein großes Glück, dass die 7 kleinen Männer das Bärvli haben bei sich wohnen lassen. Alle Morgen, da sind die 7 Männer schaffen gegangen. Die haben Stoh gekloppt auf dem Stohberg, und weil sie auch alle Gebot beim Stohkloppen ein Stückchen Gold gefunden haben, da waren die 7 kleinen Männer ziemlich reich. Die hatten alles, was sie brauchten. Die Männer, die hatten das Bärvli scharf gern gekriegt, weil sowas Schönes und sowas Liebliches, sowas haben sie ihr Lebtag noch nicht gesehen. Und das Bärvli, das war auch arg fleißig und hat bei die Männer im Haus viel geholfen, und die hat auch für die Männer das Essen gekocht. Die Männer, die hatten auch immer eine große Jucht vor das Bärvli, weil die waren ja der meist weg beim Schaffen, und das Bärvli war dann immer alleinig daheim. Und eben die Männer aus dem Haus sei schaffen gegangen, haben sie zum Bärvli immer gesagt, die soll mit kein Fremden Rot halten und soll kein Fremde die Tier aufmachen. Und so haben sie all miteinander sich nicht gelebt in dem Häuschen im Wald, und das Leben wäre auch bei denen gewiss weiter so gegangen, wenn bloß nicht die Königin nicht wär. Die Königin, die wollte nämlich wieder mal wissen, ob sie auch immer noch die schönste ist. Da ist die Königin daheim wieder auf die Gassen aus und hat zu der ihrem Teibje gesagt: Teibje mit Goldfeder, ihr suchen auch die schönste Mäder ihr, und wenn du jedes Weibsbild kennst, verrat mir's doch, wer ist der schönst? Wie immer ist das Teibje gleich hoch in den Himmel geflogen, hat von oben die ganze Welt betrachtet, und wo das Teibje wieder unten auf der Erde war, da hat's zu der Beiskönigin geantwortet: Oh, ihr Königin, da gibt's kein Zweifel. Ihr seid noch immer arg schön, bloß dort, wo der Berg graben, da muss man 7 Tage hinlaufen. Da, wo der Fluss mit 7 Dämmer, bei den 7 kleinen Männer, da wohnt das Bärvli mit roten Baggen, es hat schwarze Krollen, weiße Zähne, und das ist noch einmal so schön. Was war die Königin wütend geworden, was war schon wieder toll gewesen, die hat getobt, das kann man keins erzählen, und die wollte auch gleich den Jächter strafen und wollten der Best umbringen. Aber den Jächter konnte sie überall nicht finden, weil er sich weit weg im Wald versteckt hat. Herum, da hat sich die Beiskönigin ein bisschen beruhigt und hat sich überlegt, das Bärvli selberst umbringen. Zuerst da hat sie sich gemustert wie eine alte Bettelfrau, so dass man sie nicht gekannt hat. Danach, da hat sie ein kleines Wägelchen beigeschafft und hat's mit allerhand Froß voll gemacht. Das Wägelchen, das war voll mit unterschiedlichen Bännerier, mit Tichelchen und Trompelchen, und da war auch silberne und kuberne Ohrhängel, und da war auch Karelle und glitzerige Knäppchen und was noch nicht alles. Und das alles, was in dem Wägelchen war, das hat die Königin mit Tollkraut eingerieben und hat alles vergiftet. Neulich ist mit dem Wägelchen in den Wald gegangen bei das Haus, wo die 7 Männer und das Bärvli gewohnt haben. Das Bärvli war grad allein daheim. Da hat die Bettelfrau wieder die Tür geklopft und hat gerufen: Macht mal auf, sucht euch was raus, ich hab da lauter schöne Sachen. Das Bärvli hat aus dem Fenster rausgeguckt und hat geantwortet: Das tut mir leid, Großje, ich brauch nix. Die Bettelfrau hat aber wieder gerufen: Mädchen, du brauchst dich nicht fürchten, guck mal bei mich ins Wägelchen, was für schöne Sache das sei, nimm dir doch was. Und so hat die Bettelfrau Augenhalle und Augenhalle, bis das Bärvli am Ende doch aus dem Haus ist, und hat sich dann aus dem Wägelchen doch was rausgesucht. Dem Bärvli, dem hen nämlich so glitzerige Karelle arg gefallen, und die hat sie sich aus dem Wägelchen genommen und hat sie sich auch gleich über den Kopf gestrickt. Und wo die Karelle schon auf der Ank war, da ist das Bärvli turmlich geworden und ist auf die Stelle tot umgefallen. Aruckram, wo die kleinen Männer wieder daheim waren, da war die Bettelfrau schon lang verschwunden.
Die Männer, die haben das tote Perwli auf der Erde gefunden. Und da waren sie so traurig. Die konnten sich gar nicht geben und haben schrecklich greinen müssen. Wo sie sich dann ein klein wenig beruhigt haben, da war vor die Männer nix mehr übrig geblieben wie ein Leichtmachen. Bloß wo sie das schöne, tote Perwli angeguckt haben, da konnten sie das doch nicht übers Herz bringen. Die Männer haben überlegt und da haben sie dann einen gläsernen Sarg gebaut. Das Perwli, das haben sie in den Sarg neu und haben dort ein Stückchen weiter weg vom Haus im Wald neben im Fluss aufgestellt. Und so konnten die 7 Männer das Perwli alle gebot besuchen und durch das Glas, da konnten sie auch angucken. Die böse Königin, die war aber wieder bei sich daheim und die wollte danach wissen, ob sie die schönste ist. So hat sie zu dem Taipi wieder gesagt: Taipi mit Goldfederer, such noch die schönste Mederer, und wenn du jedes Weibsbild kennst, verrat mir's doch, wer ist der schönst? Und da ist das Taipi gleich hoch in den Himmel geflogen, und der Ort, wo es von oben die ganze Welt betrachtet hat, da hat sich das Taipi auf die Erde gesetzt und hat zu der Beißkönigin gesagt: Oh, ihr Königin, da gibt's keinen Zweifel, ihr seid so schön wie ihr gibt's gar keins mehr. Da war die Beißkönigin endlich zufrieden. Und so sei dann ein paar Jahre vorbei gewesen. Die 7 Männer, die sei wieder jeden Tag schauen gegangen und die haben aber auch jeden Tag das Perwli in dem Sarg betrachtet. Das Mädchen, das hat sich gar nicht verändert. Das war da gelegen wie lebendig. Da waren die kleinen Männer wieder mal beim Sarg gewesen und haben wie immer kreuen müssen. Über einmal ist aus dem Wald ein starker, junger Mannskerl auf dem weißen Kaul rausgeritten. Das war der Egon, der Sohn vom Nachbarskönig. Wo der Egon das Perwli in dem gläsernen Sarg gesehen hat, da konnte er sich aber gar nicht satt gucken. Der wollte so gern das Perwli mit samt dem Sarg mitnehmen, bloß waren die kleinen Männer dagegen. Aber die roten Peglier vom Perwli, die durfte dann doch streicheln. Wo die rote Peglier angefasst hat, da ist unverhofft an die Karelle dran gekommen. Das Bändli von die Karelle ist plötzlich aufgegangen und da sei dann die giftige Karelle von dem Perwli runtergerodelt. Das Mädchen, das hat die Augen sofort aufgemacht und ist gleich aus dem Sarg lebendig ausgestiegen. Was da der Not los war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war alles so froh und so lustig. Und schon der andere Tag, da hat der Egon das Perwli geheiratet. Die Beißkönigin, die hat mir hinigen Berggraben weggejagt und da hat sie dann ganz alleinig leben müssen. Die hat sich Meissier fangen müssen und hat sich die Schwänzier gebroten vor Essen. Das goldene Taipi ist in den Himmel geflogen und ist nicht mehr zurückgekommen. Der König und der Jächter, die sind alle Tag auf die Jagd gegangen und waren auch zufrieden. Und das Perwli mit dem Egon, die hatte schon bald einen Trop Kinder gehabt und die sei ganz oft bei die 7 kleinen Männer spielen gegangen. Und wenn sie all noch nicht gestorben sei, so seien sie all noch lebendig.